Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Und jetzt wird erstmal gekrafthaucht. Alter Falter, als hätte man kräftige Zug Schnupftabak nehmen. Geil. Das gibt Tinte auf der Füller. So, und ich will jetzt erstmal hier gucken, ob ich hier noch was finde. Okay, der macht schon mal wenig Schade. Was ist das überhaupt für ein Knetkorb? Schädelgeier. Dich mache ich fertig. Hui. Das hat aber echt schade gemacht. So, Dilla. Gucken wir doch gerade mal, was wir in dem Gebiet hier noch erreichen können. Aber der scheint auffällig gegen Feuer zu sein, der gute Schädelgeier. Uiuiui, 212, also das macht echt was her. Aber die Ägyptermusik ist auch schon sehr geil hier. Hey, Drecksvieh. Du mieser Schädelgeier. Gucke, wie das bei alle was abzieht. Achtung, Abwarter. Gewitter du Keidel, alle hat's zerrobbt. Und ich habe genug Nektar. Oh, die sehen auch nicht so vertrauenserweckend aus, diese Statue hier, die irgendwie nur aus Füß und aus einem ziemlich ekligen Kopf mit einer aufgerissenen Gosch bestehen. Was ist denn das hier überhaupt? Bastet-Zepter. So. Bastet ist ja die Katzegöttin, die ägyptisch. 3 Kalkstäbe. Geil. Und was haben wir hier noch? Hier noch so ein illustrer Hansel. Der bewacht offensichtlich einen Durchgang hier. Ob man da auch ohne durchkommen können? Müssten wir eigentlich schaffen können, oder? So, jetzt nochmal hochgehen. Da will ich nämlich auch nochmal gucken. Irgendwo schnüffelt's, aber es ist nicht mein Hund. Pilz gefunden, yay! Und 2 Zauberperler. Okay, bei der Gelegenheit können wir doch auch gleich mal der Hector Lector rufen. Konfusion, erste Hilfe. Na, nee, komm. Das ist mal ein bisschen zu unsicher mit dem sein Gedöns. Zack. Aber der Feuerball macht auf jeden Fall schon mal echt gut Schade hier, gerade bei den Schädelgeier. Das gefällt mir schon recht gut. Aber irgendwas sagt man, dass der Hund noch dabei sein muss. Es ist halt lang her, ohne Scheiß. 2 mal Eisenerz. Und ich habe genug Blätter. Okay, wo ist Eisenerz? Ist Eisenerz hier mit dabei, zufällig bei den Gegenständen? Nö. Was macht dann Eisenerz? Na egal, das muss ja dann wahrscheinlich bei meiner Alchemie-Gegenstände mit dabei sein. Ich krieg's kein Endes Mal, das dappische Vieh. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal erst die Treppe runter. Oh, da geht's auch noch irgendwo hier. Nee, irgendwie sollte ich das, glaube ich, mit Hund gehen. Ansonsten macht das wenig Sinn. So, da. Gehen wir jetzt wieder dort zurück, wo wir herkommen sind. Sammeln uns Hühnchenei und gehen erstmal über die übers Erdgeschoss rum. So. Jetzt hier ist das erstmal wieder Kommando zurück. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht noch gegen Gegner. Nee, glücklicherweise nicht. Und ohne meinen Hund fühle ich mich so einsam. So, komm wieder zurück. Hund, attackiert das Mistvieh, was mich vergift. Hund. Ah, okay. Er bewegt sich noch. Noch einmal. Ah, okay, du musst sowieso einer wieder zurückbleiben. Okay. So. Okay, warte mal. Jetzt machen wir mal den Hund. Wechseln auf den Mensch. Nochmal. So, jetzt gehen wir mal als Mensch da rein. Okay, da können wir nichts reißen. Aber eventuell kannst du Hund. Der kann ja ziemlich weit springen. Also nochmal dasselbe. Hündchen weg. Mensch drauf. Hündchen, probier's mal. So, Vergiftung lässt auch noch. Das ist auch ganz gut soweit. Jawohl, der Hund kommt hier rüber. Okay. Also damit können wir auf jeden Fall schon mal was reißen. So. Huch. Das bringt uns aber jetzt nicht so weiter, oder? Da ist noch was. Okay. Haben wir aufgemacht. Aber das geht irgendwie nicht, ne? Das bleibt nicht permanent.
Das heißt, einer muss hier bleiben. Der Hund muss hier bleiben. Und muss dann je nach Situation und Lage die Gänge aufmachen für unseren guten Ackermann. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier wechseln und wieder hochgehen. So rum war's. Heieieiei, das ist doch auch ein Gefuddelz wie noch was. Ja, deswegen, ich habe es so schon erwähnt, die Tempel sind einfach nicht meins. Die sind wirklich nicht meins. Und ich weiß jetzt auch wieder genau warum. Ich weiß auch wieder, warum ich immer zuerst den Minotaure-Tempel mache. Der Kolossia-Tempel ist einfach wirklich etwas handsamer als die Pyramide. Die Pyramide ist schon etwas lästig. Ja, ich werde mich aber wieder durchkämpfen für euch, auf jeden Fall. Ich hab's ja gesagt, dass ich spiele werde, also werde ich mich auch durchkämpfen. So, dann gehen wir doch jetzt... Autsch. Gehen wir erstmal... Ah, yeses. Jeremias Zuckerhut, in jeden Scheißkerl renne ich hier rein. So. Runter ins Erdgeschoss. Du ist auch unser Hund. So. Feuerball, flieg und sieg. Gott. Autsch, Manometer. Also ich habe wirklich so Talent, in jeden Scheißtyp reinzurennen. Das Positive ist aber, dass hier wenigstens, wenn wir auf dem gleichen Stockwerk sind, dass der Hund auch die Erfahrungspunkte mitnimmt. Glaube ich zumindest. Ackermann erreicht Level 80. Sehr schön. So, jetzt machst du erstmal den Weg auf. Das war er nicht. Knödeldödeldöde, knödeldödeldöde. Ägyptermusik. Ist ja auch überhaupt nicht klischeebehaftet, so die Musik, die man so hört. Und so, du machst dich jetzt mal hier breit und du gehst hier durch. Ist eigentlich schon geil, das Konzept von Teamwork hier, aber... Ah, na! Was bist denn du für ein Rotzkopf? Gleich mal Ureus-Statue. Gleich mal einen Feuerball drauf jagen, der nichts bringt. Okay. Dann soll ich mich heilen. Schon ziemlich hassenswert, das Ding. Würden sich die ägyptischen Götter nicht wünschen, es wäre lieber tot? Warte mal. Vielleicht kann ich dort damit was reißen. So, Moment. Ich warte jetzt mal die Zwischenzeit ab. Und. Nee, das bringt überhaupt nichts. Das zieht einfach nur saumäßig viel ab. Dann sollte ich... Ich probiere jetzt mal so einen Honig aus. 375, ja lecko mio. Ich glaube normalerweise halt 350. So, das heißt Durchflitzer, wenn man deine Viecher Schaden zufügen können. Du Scheiß-Typ. Aber aktuelles Equipment haben wir eigentlich mit Römer-Toga und so, ne? Also besser geht's eigentlich, glaube ich, kaum. Vielleicht finden wir ja hier auch wieder irgendwelches Equipment, was wir gebrauchen könnten. Ne, du geht's derzeit noch nicht durch. Du brauchst mal was anderes dafür. Ihr könnt euch eventuell denken, was man gebrauchen kann hier. Und zwar, macht ihr auch hier die Waffengattung den Weg frei. Also der Bronzespeer hat hier auch die größere Blockade weggemacht. Also da kommen wir noch nicht durch. Und noch die größere Blockade weggemacht bei den Teilen, die man auf Distanz öffnen kann. Und dann könnt ihr euch vielleicht denken, dass es da noch eine Waffengattung gibt, die man hier gebrauchen können, um poröses Zeug zu entfernen. Na? Na? Ihr könnt es euch bestimmt denken. Allerhopp. Und. Sehr schön. Ja, Feuerball ist hier definitiv ein sehr wirkungsvolles Teil. Ich glaube, hier komme ich generell nicht so besonders weit ohne die Waffengattung. Ohne den Wegöffner. Nee. Ich glaube, ich muss wieder hochgehen. Und muss erstmal im oberen Stockwerk mal Glück versuchen, alle. So, gut. Und dich kann ich damit kaputt machen. Eine Zauberperle.
Okay. Ja, das macht wenig Sinn. Das heißt, ich muss erstmal die Waffeis sammeln. Ja, wie gesagt, ich habe durch sehr viel auf Erfahrungswerte zurückzugreifen von dem letzten Mal, als ich das gespielt habe, und das ist bestimmt auch über 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Secret of Evermore habe ich leider nie sehr häufig gespielt. Das ist jetzt bestimmt erst das 3. oder 4. Mal, dass ich das überhaupt durchspiele. Da muss ich sagen, ich habe früher sehr viel häufiger Secret of Mana gespielt, obwohl das meiner Schwester gehört hat und meins eigentlich Secret of Evermore war. Und ich habe vor allem auch sehr häufig Terranigma gespielt. Obwohl es eigentlich auch eher meiner Schwester gehört hat. Ich scheine eher die Spiele von meiner Schwester gezockt zu haben, merke ich. So, komm her, du. Gesichtrian. Dich mache ich fertig. Dich mache ich fertig. Und du vergiftest mich jetzt nicht nochmal, du Hansel. Ja, aber ich mache echt gut Schade, muss ich sagen. Platsch. So, jetzt aber. Dann komme ich da raus. Und da brauche ich beide dafür. Da brauche ich Hund und Mensch. Brauche ich Ackermann und Leberwurst. Aber da ohne komme ich noch wohin. Was finden wir dann da? 4 Federn, Hundekuchen, Feuerball, Flieg und Sieg, ein Elixier, eine Eichel, 2-mal Dynamit. Das sind aber schon sehr geile Rezeptoren. 2 Mondsteine, einmal Schmierfett, ein Flügelpaar, 3 Stück Lehm. Fort mit dir. Fort. Schau gesagt, fort, Kerle. Habe ich was. Mal auf alle. Okay, scheint jetzt nicht so viel gebraucht zu haben, nur den Schädelgeier hat's zerrobbt. Ah, die halten was aus, die Biester. Du hast genug Nektar. 3 Troppe Wasser gefunden. Elixier, 2-mal Trockeneis, 3 Troppe Ethanol, 2 Kalkstein. Ja, da haben wir durchaus sehr edler alchemistischer Zutaten gefunden. Lab. Knödel. Was war dann da? Da war nichts Besonderes, ne? Oh, wieder ein Gegner, der nicht so heroisch reinrennt. So ein Kasperkopf. Und da komme ich erst mit dem Gegenstand durch. Oh ne, der zerbröselt einfach so, okay. Ich sag jetzt nicht, das hat die ganze Zeit geklappt. Das wäre ärgerlich. Das wäre sehr ärgerlich. Mann, dass die ihn immer so zurückstoßen müssen gleich, wenn die treffen. Bei dem geringen Schade, den die hier machen, wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn man einfach nur stehen bleibe, den und den Schade schlucken wird. Oh Mann, das ist echt Irrfahrt in der Pyramide. Mann, oh Meter. Geh weg. Autsch. Mistkerl. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das mit dem Bronzespeer hier auch klappt. Ich weiß schon, warum ich kein Ägyptologe geworden bin. Obwohl ich es eigentlich mit im Studium gehabt habe. Das war seltsamerweise als nicht-archäologisches Beifach mit dabei. So, jetzt gucken wir gerade mal. Nee, tatsächlich nicht. Das bringt uns hier nicht durch. Okay. Ja, interessanterweise ist die Ägyptologie an der Uni Mainz, wo ich studiert habe, nicht als archäologisches Fach. Das ist ein eigenes Fach mit Altorientalistik und so weiter. Und die Ägyptologie zählt nicht als archäologisches Fach, sondern das ist für Archäologiestudenten ein nicht-archäologisches Beifach, was man wählen kann im Bachelor. Ich habe genug Nektar. So. Oh, jetzt erscheinen nur plötzlich alle Gegner. Dankeschön. Danke für die Schwierigkeit. Auf der anderen Seite könnte ich es auch nutzen, um die 2 Kasper jetzt so zu... Oh, Jesus, erleid. Okay. Heilaura. Ach, diese Klischee-Ägypter-Musik, ich mag sie. Ich muss das Beste draus machen, dafür, dass ich die Dungeons eigentlich hasse. Uah.
Scheißkerl. Leverwurst erreicht Level 17. Sehr geil. Und sein Hund nimmt trotzdem die Erfahrungspunktwerte mit. Das ist gut. Aber unseren Leverwurst kann uns auch gleich mal hier der Weg aufmachen. Yes, das allein du. Gesicht Rian. So, jetzt aber. Moment. Ich glaube, du overlinkst dann. Man kann sich ja darstellen wie der letzte Mensch. Aha. Und noch so ein Gesicht Rian ist wieder mit dabei. So, ich kann das aber nicht sehen, obwohl ich weiß, dass das ausreichend ist. Aber ich muss mich immer so auf die Mitte nochmal platzieren. Jetzt ist der Typ wieder weg. Okay. Why not? 90 Juwele. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, du Schimmelkopf. Oh. Und was ist hier noch? Eine Zaubeerperle. Und Flügel. Okay, die Dinger werden auch nicht alle aktiv. Geh weg, geh weg. Wäh. Ich will dich nicht. Hau ab. Nein, es hat Glück gemacht, das ist weg. Hundekuchen gefunden. Eieiei. 11 Staub, 3 Knochendele, 2 Stückle Wachs. Also das ist ja das Alchemistenparadies hier. Und was ist dann hier noch drin? Hey, ich will noch wissen, was da drin ist. Autsch! Also die Scheißviecher rotzen aber richtig rein. Die knödeln da in der Reihe wie ein Bauarbeiter auf dem Dixie-Klo. Mann, oh Meter. Also nee, da komme ich auch nicht ran, das Ding. War nur ein kurzer Abstecher, so wie es aussieht. Nee. Dann muss ich jetzt dorthin. Oh nein, der Weg ist weg. Mann, müsst ihr alle vergiften, ihr Rotzköpf. Feige Ägypter. Wir sind immer Vergifter. Mit ihrem Cobra-Gift und was da alles Tolles hin. Du bist nichts Besonderes, du Mistkerl. Ich hau da mal einen Hitzeblitz um die Schnauze, du Ureus. Scheiß Typ. So. Du hast genug Nektar, ja. So wird man gern belohnt. Ich weiß, es reicht eigentlich, aber ein Hoch auf Zwangsverhalten und die Zwangsneurose. So. Also da hier. Habt ihr mal Besser geht's nicht mit dem Jack Nicholson geguckt, wo der auch so zwanghafte Verhaltensmuster hat? Das ist genial, der Film. Oh, jetzt ist irgendwas passiert. Ich glaube, es kommt ein Miniboss. Oh. Was ist dann das? Sachmet. Und der Anna ist der Ahmed, oder? Nee, beide sind Sachmet. Okay. Ich habe schon gedacht, das wäre so ganz hundsmiserabel Sachmet und Ahmed. Aber nee, die sind löwegesichtig, gehören also einer anderen ägyptischen Gottheit an. Komm her, du edler Halbgott, Wächter, was auch immer. Sachmet, Lachmet. So, also Geschmiss. Ein Karafthauch, bitteschön. Ja, da kann er mit seinem Stab rumfuchteln, wie er will, und mit seiner schicke violette Windler. Pampers, jetzt auch für ägyptische Wächter. Zack. Könnte bestimmt auch so Karte bei Yu-Gi-Oh! Sein, wenn man die so anguckt, die Viecher. Sachmet, Wächter der Pyramide oder sowas, ne? Jeder bastelt zu dem ganzen Yu-Gi-Oh! Setting. Und Patsch. Hätten sie mal bei The Simpsons auch so schön karikiert. War zwar eine neuere Episode, aber es war eigentlich mal ganz witzig, wo es dann 8 Käse hat. Denn eher Yu-Gi-Oh! Gedöns, wo es dann hieß, wie haben sie es gesagt? Ein Spiel basierend auf einer Zeichentrickserie, basierend auf einer antiken Religion, basierend auf einem Schokoriegel. Genau, so rum war's. Ach ja. Nein! Knetkopf. Orkantornado. Hey, du Sausack, hör auf. Wie, du kannst Magie wirken oder Alchemie? Na egal. Kraft hauchen wir uns erstmal. Entschuldigung, ich muss die Geräusche zwischendurch machen, so à la Bob Ross, der immer sagt, make this happy little noises, it will help you, they will help you. Ach ja, ich merke schon, wie meine Kreativität steigt, wenn ich hier mache. Yay! Erste ist geplatzt. Hätte man lieber sein Verzunft rausgelost, dann wäre er nicht an spontaner Selbstentzündung krepiert. Wer die South Park Episode kennt, ach großartig. Gerade mal Lucky machen.
Bronzespeer Ens 62. Ich will wissen, wie viel die Kerle bringen. Ens 62? 64. Die bringen gleich mal 2 Punkte. Nicht verkehrt. Bronzeaxt erhalten. Sehr geil. Ja, die bringt uns auf jeden Fall weiter. Denn mit der Bronzeaxt kann ich tolle Sachen machen. Und zwar, nimm das! Aber ich mag lieber wieder das Speer. Die Bronzeaxt nämlich nur zum Zerschlagen von solcher Passage. Und du ist offensichtlich auch so ein Knetkopf hier eingesperrt, sehe ich. Wieder so ein alter, weißer Bergpavian von Römer. Autsch. So. Und mit der Bronzeaxt kann man nicht nur hier im Tempel Dinger zerschlagen. Wir haben ja auch draußen gesehen im Gebiet vor den 2 Tempel, dass du auch zwischendurch mal so Passagen waren, wo Felsen im Weg waren. Und auch auf dem Weg zum Westufer, aha, vor Krotzgrübel waren dann auch solche Passagen, wo Höhle verdeckt wurde. Das heißt, diese Bronzeaxt öffnet uns die Pfade und wir können dann, wenn wir in der Pyramide fertig sind, rausgehen und noch weitere optionale schöne Sachen entdecken. So, jetzt will ich aber erstmal das Vieh mit meiner Waffe plättern. 3 Tropper Essig habe ich gekriegt. Geil. 2 Kalksteine. Ich liebe ja Essig. Das muss ja am Salat immer bei mir ohne Ende dran sein. Essig. Gurkensalat, der nicht in Essig schwimmt, ist kein Gurkensalat. 90 Juwelen, hab genug Honig, 3-mal Arsch und Wurzel. Hab hoch, Bu. Du kannst bei mir bleiben. Die Monster können uns hier nicht attackieren. Magst du Spielstand speichern? Ah ja. Pyramide. Sehr schön. Wiedersehen. Und ich dir sage, apropos Wiedersehen, wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.